Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel. Und zwar wieder einem Turnierreport. Und ihr seht hier vor euch zwei Armeen. Und das sind zum einen Tau und Chaos Space Marines. Wieso hier zwei Armeen sind? Das liegt daran, dass wir ein Tag-Team-Turnier gegangen sind, also Willi und ich. Und zwar er mit Tau und ich mit Chaos Space Marines. Ich werde euch jetzt gleich sagen, was wir so dabei hatten. Und dann werdet ihr sehen, wie sich diese zwei Armeen, die ja nicht ganz so gut auf der Tierlist sind, so geschlagen haben. So, bei den Tau haben wir ein Vanguard Attachment, und zwar Tau-Sept, 5 plus Abwehrfeuer. Und mit dabei natürlich Asaku Shadow Sun, sie ist auch der Warlord. Ja, das Relic hat Willi gleich aufgegeben, dafür die fette Ionenkanone auf dem Riptide genommen. Dann hat er noch einen zweiten Riptide dabei mit der Bündelkanone. Ja, dann haben wir noch zweimal die Stealth Suits, je 3 mit 2 Drohnen und dann noch 5 Pathfinder aus der Kill-Team Box, also die schönen neuen Modelle. Ja, das waren schon die Taus und da gehen wir rüber zu den Chaos Space Marines, die ich spiele. Da haben wir natürlich Abaddon, der Despoiler, der als Warlord, mit dem neuen Warlord Trade auf 5, also ja, ist nicht neu, aber jetzt ist es neu besser, weil es gegen alles funktioniert, auf 5 plus Death to the False Emperor. Dann mit dabei zwei Charaktere, eine Sorceress und ein Dark Apostle. Der Dark Apostle hat ein zusätzliches Warlord Trade, so auch wie die Sorceress. Sein Warlord Trade ist auf 5 plus Kommandopunkte zurückbekommen und sein Relic ist plus 1 Stärke, plus 1 Angriff. Die Sorceress hat das Warlord Trade auf 6 plus eine Mortal Wound zum Verwunden und das Relic macht dasselbe auch, so wie das Kettenschwert etwas verbessern. So macht sie also auf 6 plus 2 Mortal Wounds, was mit Veterans auf 5 plus gebufft werden kann. Ja, ihre Zauber sind 5 plus Philo Pain und Diabolic Strength. Ja, dann mit dabei die 2 Disciples, die den Dark Apostle begleiten, 10 Kultisten, 5 Thermis mit Bolter, 5 Thermis mit Plasma und dann hier hinten noch 2 dicke Venom Crawlers. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie sich diese tollen Armeen geschlagen haben am Turnier, dann bleibt dran, denn wir gehen direkt nach Bern. So, ja, wir sind in Bern angekommen, wie ihr seht, und wir haben unser erstes Spiel. Hier sind unsere Chaos Space Marines und die Taus, die ihr ja schon gesehen habt, gegen Ritter, Imperiale Ritter und Dark Angels, viele Bikes mit Meltas. Ja, das Wichtige ist, ob wir den ersten Zug bekommen und wir schauen dann mal, ob unsere Modelle verschossen werden oder ob wir den Kastellum verschießen können. Ja, da kommen wir in der Mitte mal wieder zurück, aber zuerst gibt es natürlich ein Bier. So, ja, vor lauter Zittern habe ich mein Bier schon leer getrunken. Nein, Spaß. Der erste Zug ist vorbei, wir durften anfangen, aber wir haben den Castell noch nicht tot gekriegt. Aber 12 Wunden haben wir in etwa reingedrückt. Und jetzt schauen wir mal, wie gut wir den Counterpunch überleben, der jetzt in unsere Richtung kommt. Ja, wir sind am Ende des Zuges 2 von uns. Abaddon hat so viel Schaden gekriegt. Er hat noch eine Wunde, ein Leben hat er noch. Ja. Aber der Castellan ist raus. Ja, und auch ein Armiger, ein paar Bikes haben wir rausgekriegt. Ja, und da sind auch Thermis runtergekommen. Und ja, wir haben noch wenig Punkte, aber wir versuchen aufzuholen. Wir sind am Ende des Spiels. Die besten Freunde, die Dark Disciples mit den Pathfinders. Und wir haben es geschafft, die Dark Angels und die Knights zu tablen. Ja, wir haben noch den Riptide, der noch To The Last ist und sonst nichts mehr von To The Last, aber ein paar Thermis noch. Ja, und wir gewinnen schlussendlich mit 10 Punkte Differenz, 79 zu 69. Ja, das war das erste Spiel und es war spaßig und wir kommen zu Spiel 2. So, meine lieben Zuschauer, wir sind jetzt im zweiten Spiel und zwar auf dem beliebten Marstisch in Bern. Wir haben also hier hinten versucht mal zu verstecken und wir spielen gegen Space Wolf und Deathwatch. Ja, genau, Willi macht noch seine Pre-Game Moves und wir kommen dann mal zurück, wie es nach dem zweiten Spiel aussieht.
Ja, so sieht es am Ende des zweiten Spiels aus. Wenn man das jetzt so anschaut, könnte man denken, wir haben gewonnen. Wir haben nämlich noch ziemlich viel, aber das Problem ist, wir sind zu Beginn mit dem Primär nicht in die Gänge gekommen und darum haben wir etwa mit 20 Punkte Differenz verloren schlussendlich. Ja, aber ein lustiges Spiel und wir kommen im Recap zurück und schauen, wie es ist, mit 2 D-Tier-Armeen zu spielen. Ja, und so sind wir schon am Ende des Tag Team Turniers angekommen. Ihr habt gesehen, wir haben ein Spiel gewonnen gegen den Castellan und die Dark Angels und ein Spiel verloren gegen die Space Wolves und die Death Watch. Aber das Tag Team war wie immer einfach sehr, sehr lustig. Also eines der geilsten Formate, die es gibt im 40k, zu zweit gegen 2 andere spielen, weil man da einfach den Teammate immer gut flamen kann. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir wieder mal irgendwelche Armeen ausgepackt haben, die sonst nicht so oft in der Turnierszene zu sehen sind. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Wie viel Spaß hat dir Tau gemacht? 0. Ja, so sind wir also am Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald.